So, liebe Leute, ich möchte heute nochmal über Israel reden. Und zwar, es gibt einen Grund, dass ich das mache. Und zwar, der Karl Barth, ein Schweizer Theologe, hat gesagt, jeder Pfarrer muss Zeitschrift lesen. Also in einer Hand hebst du die Zeitschrift auf, das heisst für uns durch TikTok, Instagram und Facebook, oder? Für mich Facebook, für euch heisst TikTok. Du musst lesen, was beschäftigt die Leute ganz konkret. Und du siehst jetzt, Israel beschäftigt die Leute brutal. Es gibt 2 Lager für Israel und auch für Palästina. Und es gibt verschiedene News. Und die Leute machen sich Meinung aufgrund von den News, die kommt, oder? Darum, auf einer Hand haben die Pastoren die Newspaper in unseren Händen. Und dann sagt der Karl Barth, aber es ist wichtig, dass jeder Theologe auch die Bibel zu der Hand nimmt. Und überlegt, was sagt die Bibel zu den Themen, die euch beschäftigt? Was sagt die Bibel zu Hamas? Was sagt die Bibel zu Palästina? Was sagt die Bibel zu der Gender? Was sagt die Bibel zum Klimadebatte? Und all die Sachen ist es wichtig, dass wir wissen, unsere Meinung ist nicht aufgebaut, das ist meine Meinung. Sondern die Frage ist aus uns Christen, was ist die Meinung von Gott? Was hat Gott für eine Perspektive in dem Ganzen inne? Und ich werde heute mitnehmen in die Perspektive von Gott, Israel und auch der Gazastreifen. Warum lässt Gott es zu? Also Gott könnte ja ein Wort reden und die Sache wäre erledigt, oder? Wenn Gott Himmel und Erde erschafft in einem Wort, dann kann Gott sagen, so groß die Not und der Krieg ist vorbei, oder? Aber wenn Gott es zulässt, kannst du wissen, es gibt einen Grund. Und ich möchte das ganz am Anfang als ein Statement setzen, um was in der nächsten halben Stunde wird gehen. Es geht darum, wenn der Find dich angreift, wenn du in Anfechtung stehst, musst du wissen, der Find greift dich an, weil er in der unsichtbaren Welt schon lange weiss, bevor du es weisst. Wenn der Find dich jetzt nicht stoppt, dann wirst du einen Durchbruch erleben. Du wirst einen Segen erleben. Du wirst Erweckung erleben. Und der Teufel sagt, bevor du das erlebst, werde ich angreifen so hart, dass du sagst, ich gebe auf. Das heisst, wenn du jetzt in einer Anfechtung stehst, möchte ich sagen, du bist qualifiziert für ein krasses Wunder, wo Gott in deinem Leben will bewirken. Und die Pforten der Hölle können die Kirche niemals stoppen. Never ever, never ever, never ever, never ever. Wenn Hamas Israel angreift und die ganze Welt ist gegen Israel, wenn der Find kommt, um zu töten, zu zerstören, zu vernichten, wenn der Find Israel abdrückt, weißt du, so macht er das? Weil er etwas sieht, was du und ich nicht sehen. Der Find sieht in die unsichtbare Welt und weiss, Gott ist etwas jetzt am Machen, Erweckung, Durchbruch, Wunder, wo wir alle nicht sehen. Der Find kommt und greift jetzt ins Volk an, damit wir ja nicht das erleben. Und darum, was jetzt passiert, ist eigentlich eine Botschaft. Erweckung ist around the corner. Und ich möchte dich bitten, mit geistlichen Augen das anzuschauen. Ich möchte in 2 Bibeltexte gehen. Die Leute sagen, Leo, ich kann es gerne, wenn du in einem Bibeltext drin bleibst und ein bisschen das uns reinmassierst. So nennt man das bei uns. Und ich möchte es in Jeremia 30, 12 bis 13 euch vorlesen. Und ich gehe am Anfang tief, werde das Bild malen und dann erkläre ich euch von den 2 Bäumen, was hat der Gazastreifen, Israel und die Situation mit uns zu tun. Israel, du bist böse zugerichtet worden, deine Wunden sind unheilbar. Keiner tritt für dich ein, niemand verbindet deine Wunden, es gibt keine Hoffnung auf Heilung mehr für dich. Wieso sagt das der Jeremia? Und ich möchte dich ganz kurz erklären. Wenn bei dir dein Ex-Freund Schluss macht und du 2 Wochen zusammen bist, tut das mega weh, oder? Stimmt's? Dann sagst du, ich vertraue nie mehr Männern. Und alle Männer sind genau gleich. Ich kenne genau die Antworten. Lass dich kurz mitnehmen ins Volk von Gott. Du bist das Volk von Gott, du bist ein Jude. Du bist geboren als Jüdin. Ein Jude. 70 nach Christus werden 1,1 Millionen Juden von den Römern umgebracht. Stell dir vor, das ist deine Familie, deine Verwandten, deine Bekannten. Du hast nichts falsch gemacht. Der Schmerz in dir, wer kann das jemals heilen? Der Rest der Juden verlebt man nach Rom ins Kolosseum, werden verführt an den Leuen und an den Gladiatorenkämpfen und der Rest verstreut sich auf der ganzen Welt. Im Zweiten Weltkrieg werden 6 Millionen Juden umgebracht. Es gibt die Bilder von diesen Zügen, wo Mann, Frau und Kinder werden in den Zug hineingehen und wir bringen sie um 6 Millionen, das ist die ganze Schweiz. Und Gott sagt, die Wunde, die einem Volk Gottes zubereitet, wer kann das jemals wieder heilen? Wie ist es möglich, dass das Volk auf die Beine kommt? Und logisch, wenn du das Volk angreifst, reagiert es ein bisschen überempfindlich. Aber es sind auch Millionen von Menschen verloren.
Und ich habe ein Bild mitgebracht vom Zweiten Weltkrieg. In diesen Vernichtungen der Juden, ich habe noch ein Foto mitgebracht. Alles, was ich kann, ist eine Rose. Vielleicht hat Gott uns nicht vergessen. Und die Geschichte Gottes fängt an, dass du weißt, der Schmerz über dem Volk von Gott, was sie jetzt wieder miterleben unten in Israel, ist unvorstellbar nicht einmal. Es wiederholt sich immer und immer und immer und immer und immer wieder. Im Vers 15, und jetzt wird es ganz krass, sagt Jeremia, warum klagst du jetzt über deine Wunden? Warum schreist du in deinem Schmerzen, den niemand lindern kann? Jetzt uns, weil deine Schuld so groß ist und viele Sünden begangen hast, darum habe ich dich so zugerichtet. Und du musst wissen, der Fluch Gottes ist nicht so, dass Gott sie verflucht. Der Fluch Gottes bedeutet, Gott hebt seine schützende Hand über dich. Und wenn Gott seine Hand wegzieht, sagt Gott, ich bin gespannt, was die unsichtbare Welt mit dir macht. Gott zieht seine Hand weg von seinem eigenen Volk. Warum? Die meisten Leute sagen, wenn ich mal ein Wunder erlebt habe und ich bete für einen Hund und Gott schickt mir einen Hund, ich werde nie mehr zweifeln. 2 Millionen Juden sind in Ägypten unter Sklaventum. Gott macht 10 Wunder beim Ägypten, beim Pharao. Und 10-mal sehen sie die Größe von Gott und sie laufen durchs Meer durch und Gott teilt das Meer. Gott teilt das Meer und sie laufen durch. Wenn ich das erleben würde, ich würde nie mehr vergessen, oh mein Gott, Gott ist gross und Gott ist treu. Frage, wer von euch ist schon durch den Zürichsee durchgelaufen? Hand hoch. Okay. Hallwilersee, Beiwilersee, Zugersee, Uster, niemand. Liebe Frau, man ist nicht krass, wenn Gott das Meer aufmacht, sie laufen durch, kaum sind sie dann, kommt das Wasser und die ganze Volk von Ägypten werden tot. Und sie kommen raus und du denkst, die werden nie mehr zweifeln. Die haben die Wunder gesehen in Ägypten. Sie sind durchgelaufen durchs Meer. Oh mein Gott, sie werden nie mehr an Gott zweifeln. Und nur 3 Tage später in der Wüste. Wir haben kein Essen. Der Lidl und der Coop gibt es auch nicht. Und unsere Cumuluskarte können wir nicht einsetzen. Und was macht Gott? Ein Felsen sprudelt jeden Tag frisches Evian-Wasser. Oder auch Zünser ist Zünser. Jeden Tag ist frisch gebackenes Brot, kommt vom Himmel. Und 40 Jahre gehen deine Socken, deine Unterhosen, das Unterliebli, deine Schuhe, deine Kleider gehen nicht kaputt. 40 Jahre siehst du, Gott ist treu. Darf ich dich etwas fragen? Gott hat seine Wunder reinmassiert in eine Art und Weise, wo wir keine Ahnung haben. Und dennoch driftet das Volk von Gott weg. Und ich möchte dich fragen, wie ist das möglich? Wie ist es möglich, viele von uns erleben die Wunder von Gott, krasse Wunder, und ein Jahr später, ja, Gott gibt es nicht, die Bibel ist doof, Deconstruction, nur auseinandernehmen. Und plötzlich bist du irgendwo. Ich möchte das Bild mitbringen über den Schmerz von Gott. Der Mose geht auf den Berg und oben runter mit den 10 Geboten und sie tanzen unten beim goldenen Kalb. Die gleichen Leute, die die Wunder von Gott sehen, beten ein doofes Kalb an. Oh mein Gott. Sie tanzen sündigen sexuell ohne Grenzen. Und 3000 Frauen und Männer sterben an dem Tag als das Gericht von Gott. Ich gehe an einen heiklen Punkt hinein. Vor einem Monat, dem höchsten jüdischen Fest, tanzt eine junge Generation in der Wüste um eine Buddha-Statue. Und Menschen sterben. Ich sage nicht das Gericht von Gott, verstehe mich richtig. Aber man kann auch mega blind sein, um alles nicht zu sehen, was du nicht sehen willst. Das Volk von Gott hat Wunder erlebt. Und dann die gleichen Leute tun so, als wäre Gott eine Witzfigur. Und wenn du Gott wirst, wirst du ihnen sagen, weißt du was? I'm done. Liebe hat eine Grenze. Und ich möchte dir heute Abend erklären, wenn du das verstehst, was passiert ist, hat Gott nicht gesagt, okay, die haben es verkackt, ich baue mir neue Menschen. Ich mache den Appenzeller. Der nimmt den Coronavirus nicht ernst. Achtung, im Vers 17 bis 18. Aber zu mir sage ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen.
Auch wenn deine Feinde meinen, du seist von mir verstoßen worden. Zion, um die sich niemand kümmert, nennen sie dich. Doch ich verspreche dir, bitte unterstrich das. Im Urtext, im Griechischen, im Hebräischen heißt, ich verspreche dir, heißt, ich versprich's dir. Gott ändert seine Meinung nicht. Ich kenne Leute, die sagen, Leo, ich versprich dir. Und 2 Jahre später sagt, ja, ich habe es nicht ganz so gemeint, weil, gell, vor 2 Jahren sind ja der Strompreis tiefer gewesen, es hat sich geändert, ich muss wieder anpassen. Wir passen unser Versprechen immer an der Situation. Gott bleibt treu in der Linie hinein, wird sich nicht einen Millimeter bewegen. Ich wende das Schicksal meines Volkes wieder zum Guten. Ich erbarme mich über die Nachkommen von Jakob und sorge dafür, dass ihre Häuser wieder errichtet werden. Aus den Ruinen von Jerusalem werden wieder aufgebaut und der Königsplatz wird an seiner Stelle widerstehen. Und ich möchte dir erklären, wenn du das Alte Testament nicht liest, verstehst du die Sturheit, den Charakter, die Hingabe und die Liebe von Gott nicht in unserem Leben. Egal was du machst und machen wirst, Gott wird nicht aufhören, den Liebesfaden zu dir verreissen. Never ever, never ever, never ever, never ever, never ever. Es gibt Frauen und Männer, die sagen, okay, Gott hat Israel verworfen. Er braucht sie nicht mehr. Nicht ich habe Gott gefunden. Er hat mich gefunden. Nicht ich habe ihn geliebt. Er hat mich zuerst geliebt. Die Bibel sagt, und stell dir mal vor, wir sind Schweizer, wir sind Banker, wir sind Versicherung, wir sind total gut im Rechnen. Jesus sagt, er hat 99 Schafe liegen gelassen und ist mir dem einen verpeilten Schaf nachgegangen. Das macht man mathematisch nicht. Wir sind vor ein paar Jahren in Amerika in einem Freizeitpark, im Disney. Und einer von unseren Söhnen geht verloren in dem ganzen Gewümmel drinnen. Das Bild. Panik bricht aus wie eine Frau. Achtung, meinen Sohn verloren! Und sie ruft und schreit auf Schweizerdeutsch, Englisch. Und ich hätte sagen, Schatz, komm oben runter. Haben wir einen verloren? Mit 2 sind wir gekommen, mit einem gehen wir heim. 2 von einem. Immerhin, wir haben noch einen. Es gibt da Leute, die haben gar keine. Ich möchte dich fragen, würde jemals ein Vater und eine Mutter so reagieren? Aber wenn unser Sohn einen Tag vorher so doof, so blöd, so rebellisch, alles gemacht hat und mich total verrückt macht, könnt ihr sagen, jetzt ist er verloren gegangen, das ist seine Strafe. Nein. Du blockierst den ganzen Disney-Park, bis dein Sohn gefunden wird. Und genau das Gleiche macht Gott. Er blockiert alles, bis er dich wieder auf seinem Schoß hat, koste, was es wolle. Das bedeutet, du bist für ihn so unbezahlbar reich und auch wertvoll. Ich möchte in den 2. Bibeltext gehen. Wir tauchen in den Römer. Kannst du den Römer aufmachen? Der Römer steht gerade beim Römer. Der Paulus sagt Folgendes im Vers 11 bis 12. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Nie und nimmer. Der Paulus sagt, unser Pauli sagt, hey Bro, hey, check out. Gott lässt sie nicht fallen. Weil dieses Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bereiten. Auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Gott sagt, unser Job ist es, Israel, die Juden, eifersüchtig zu machen. Was für ein geiler Job! Come on! Wir haben einen Job, durch unserem Leben machen wir Israel so eifersüchtig, sagen, come on, das ist voll unser Gott, das ist unser Land, such dir deinen eigenen Gott und sagst, come on, let's fight the battle. Wie machen wir das Volk von Gott eifersüchtig? Ich möchte damit nicht Theologie ist all about, das verstehst du. Wie machen wir das Volk von Gott eifersüchtig? Ganz, ganz einfach. 70 Jahre nach Christus haben die Römer den Tempel zerstört. Der Tempel steht für die Gegenwart von Gott, Präsenz von Gott. Du hast dort Gottes Angesicht gefunden. Der Tempel steht, dort bewirkt Gott. Die Römer stellen das Gold, Silber, zerstören den ganzen Tempel. Das hat für die Juden bedeutet, wir haben keinen Ort mehr für die Gegenwart von Gott. Und es gibt heute die Klagimauer in Israel, haben ein Foto mitgebracht. Das ist der Überreste vom Tempel, eine Mauer vom Tempel.
Und die Juden gehen an, gehen jammern und sagen, Gott baut den Tempel auf und die Fötzel rein und Zettel in beten. Und ich bin auch schon dort gewesen, ganz spezieller Ort. Und die Juden seit 2000 Jahren beten, errichtet den Tempel wieder. Und jetzt verschlossen. Jetzt ist es spannend. Wo Jesus stirbt, zerreißt der vorigen Tempel von oben nach unten, mit anderen Worten vom Himmel her. Und der Weg zum Tempel ist offen für alle Menschen. Dann wirst du und ich mit dem Heiligen Geist tauft. Ob jung oder alt, Griech, der Römer, ein Heid, ein Zürcher, ein Schweizer, ein Österreicher, ein Deutscher, egal von wo du kommst, der Heilige Geist fällt auf uns und die Bibel sagt, wir sind neu ein lebendiger Tempel Gottes, nicht mit Stein, sondern mit Fleisch und Blut. Das Reich von Gott ist in uns wohnhaft worden. Er wohnt in uns. Und wo immer wir hingehen, wenn wir für kranke Menschen beten, werden sie gesund werden. Niemand wird, das heisst ja, es wird ihnen besser gehen. Also, wenn du sagst, wie kann ich für kranke Leute beten, es wird nicht schlimmer. Wenn du für kranke Menschen betest, bringst du den Himmel auf Erde. Wenn du prophezeist, wirst du den Menschen sagen, was Gott mit ihnen vor. Die Bibel sagt, wir sind ein lebendiger Tempel, wo rumlaufen. Und die Juden sehen, auf der ganzen Welt gibt es nicht einen Tempel. Die Tempels, die Frauen und Männer verkünden das Evangelium. Und Gott macht Wunder around the world. Und die Juden sagen, wie machen wir das? Der Tempel gehört uns. Und du sagst, nein. Ich bin der Tempel vom lebendigen Gott im Himmel. Jetzt sagen die einen, ja, aber Leo, schau mich mal an. Und du sagst, ich bin der Tempel. I see you. I hear you. I feel you. Problem ist, wir schauen unser Leben immer an aus der Brille mit unserer sündigen Natur. Wenn Jesus dich anschaut, weißt du, das sieht er? Eine sündlose, schuldlose Person, perfekt erschaffen im Leibe der Mutter. Und Gott sagt, wow, das ist mir absolut wow gelungen. So sieht Gott dich. Hast du das gewusst? Du denkst, was für einen Spiegel hat Gott? Die Frage ist, was für einen Spiegel hast du? Du bist ein lebendiger Tempel. Und ich möchte ganz kurz erklären, in Vers 17 bis 18, wo es heisst, und jetzt wird es ganz spannend, und ich möchte zu den Bäumen übergehen. Für was stehen die schönen Bäume da? Hat uns das Team extra gekauft für heute Abend. Schöne Baum, gut abgehandelt, Spezialpreis. Und jetzt wird es interessant und werde ich enden ganz praktisch. Vers 17 bis 18. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. Das ist ein schöner, edler Baum, steht für Israel. Gott rupft ein paar Sachen raus. An ihrer Stelle wurde als Zweig eines wilden Ölbaumes ausgepfropft, ein wilder Ölbaum. So lebt ihr nun von den Wurzeln und Säften des Ölbaums. Also da unten, der Pupf kommt von da unten, nicht da oben. Macht Sinn. Bildet euch deshalb nichts ein, besser zu sein, als herausgebrochene Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzeln, sondern die Wurzeln trägt euch. Jetzt möchte ich euch ein ganz kompliziertes Bild erklären. Die Bibel sagt, Israel ist ein edler Ölbaum. Und edel bedeutet, züchtet, pflanzt, für den Grund, mit dem Grund, ganz speziell. Und die Bibel sagt, wir sind ein wilder Ölbaum. Also nicht doof, sondern wild. Wild heisst einfach wild. Nicht pflanzt, aber wild. Jetzt geht Gott an und sagt zu gewissen Juden, ihr wollt nicht glauben, also hau ich euch ab. Er haut sie ab, reißt sie weg und leitet zum Boden. Und jetzt geht Gott an und geht zum wilden Baum. Wild bist du und ich, das sind Heiden, wir sind Heiden. Geht an und haut den Rapperswiler-Typ ab. Und pfropft das Wilde, nicht geplante, in seinen edlen Baum Israel hinein. Wir sind reingepfropft, achte mal, in den Baum hinein. Und jetzt sagt der Baum, woher kommst du? Was ist deine Geschichte? Und er sagt, ja, ich bin der wilde Baum. Was machst du da? Und sagt, ja, keine Ahnung. Er hat mich reingepfropft. Ich gehöre auch zu euch. Und die Juden sagen, nein, du gehörst nicht zu euch. Dann sagst du, ja, du kannst Verwandtschaft nicht immer aussuchen.
Und liebe Frauen und Männer, und das Volk von Gott sagt, du gehörst nicht dazu. Und du sagst, doch, Jesus hat mich eingepflanzt in den Baum hinein. Und Israel wird so eifersüchtig, dass die abgefallenen Juden durch unseren Tempel, durch unsere Wunden, durch unsere Zeichen, durch unsere Prophezeiung sagen, oh mein Gott, das wollen wir auch wieder. Und finden zum Glauben, weil unser Lifestyle macht sie so eifersüchtig und sie werden wieder reingepfropft im Baum und der Baum besteht aus wild und edel. Alles zusammen wie ein Cocktail. Ein Cocktail. Und darum beten wir für Israel. Weißt du wieso? Wir sind reingepfropft in ihre Geschichte. Du kannst jetzt sagen, mit denen wir nichts zu tun. Gott baut eine neue Kirche. Nein. Das Evangelium fängt an mit der Geschichte der Juden. Und das Segen vom Abraham ist auch unser Segen. Und ich möchte enden mit etwas Spektakulärem, was ich noch nie so gesehen habe. Wenn der Find dich angreift, dich abdrückt, demotiviert und sagt, es wird nie mehr etwas werden, dann drückt auf dieser Seite, boom, der Heilige Geist ist raus. Du kannst das Reich von Gott nicht abdrücken. Du kannst schon. Dann kommt es an einem anderen Ort noch krasser raus. Ich möchte am Ende euch durch die Kirchengeschichte mitnehmen von allen Kriegen, von den letzten 100 Jahren von Israel. Wenn immer der Ölbaum angegriffen worden ist, hat Gott im gleichen Jahr, in der gleichen Zeit, irgendwo auf der Welt, den Heiligen Geist ausgegossen. Wo an? In Tempels. In Menschen, Frauen, Männer. Ich habe den Titel gesetzt vom Kampf zum Triumph. Es gibt immer eine göttliche Wendung. Und jetzt möchte ich euch ein Bild malen, die letzten paar Minuten, um dich mega ermutigen. Du kannst das Reich Gottes nicht bremsen. Die Hölle hat nie das letzte Wort. Die Hölle ist laut, ist aggressiv, ist wie ein brüllender Leu, macht uns mega Angst, aber die Bibel sagt, lass dich die brüllen. Weil unser Gott ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Und wenn der dann brüllt, dann quackelt, probiert die ganze Erde. Ich möchte das Bild malen und ich gehe durch die Geschichte durch von Israel. Im Jahr 1882 bis 1903 haben in Rumänien und in Russland, in Europa, hat plötzlich eine Judenverfolgung angefangen aus dem Nichts raus. Und Juden sind plötzlich einfach verfolgt worden. Wenn der Teufel dich angreift und das Volk Gottes niederdrückt, dann kommt ein Segen raus. Sie gehen nach Israel, gibt noch kein Land und sagen, irgendetwas drängt uns dort an zu flüchten. Im gleichen Jahr entsteht in Wales eine Erweckung durch den Evan Roberts, was es noch nie gegeben in ganz Wales. In Amerika entsteht in der Azusa Street die Pfingstbewegung mit Zeichen und Wunder. Und das ist ein Zusammenhang, wenn der Find dich abdrückt. An einem anderen Ort wird der Heilige Geist ausgossen mit Zeichen und Wunder wie niemals zuvor. Azusa Street hat eine Bedeutung für dich und mich. Und zwar folgendermaßen. Die Erweckung hat angefangen. Frauen und Männer haben Zeichen und Wunder Gottes erlebt. Sie haben erlebt, sie haben angefangen, Chorus wiederholen und wiederholen. Du sagst im ISF, wieso wiederholen wir immer die Chorus 100-mal? Das hat man schon vor 100 Jahren gemacht. Sie haben angefangen, Hände heben. Wieso? Hände hoch zum Himmel. Preis den Herrn. Und sie haben angefangen, nach jedem Song klatschen. Come on! Praise the Lord! Come on! Darum klatschen wir, ISF. Wieso? Wir sind begeistert über die Wunder Gottes. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Woohoo! Yeah! Woo! Wenn du sagst, es sind viele Emotionen, wir klatschen, wir sind begeistert, wenn die Schweizer das Goal schiessen, dann können sie rein rüber. Nächstes Jahr 1948 wird Israels Volk im nächsten Tag greift Ägypten, Libanon, Syrien, Irak, Jordanien und sie haben eine Botschaft. Sie sagen, wir werden Israel vernichten. Jeder einzelne Jude wird vernichtet. Wenn der Teufel das Volk von Gott angreift und sie haben keine Chance menschlich, macht Gott an einem anderen Ort auf der Welt, gießt der Heilige Geist aus. In Amerika, der Let It Rain Movement, entsteht aus dem Nichts raus. Wie der Heilige Geist aus Frauen und Männern fällt und sie eine Ehrfurcht für Gott merken, unser Lebensstil funktioniert nicht so. Die Bibel hat ein anderes Format und Erweckung bricht aus in Amerika,
wie man es nicht erklären kann. Wenn der Teufel Israel angreift, ploppt es an anderen Orten raus als ein Segen. 1956, der Suezkrieg. Genau das Gleiche. Sie werden wieder angegriffen, das Volk von Gott. Und es entsteht eine Neuungsbewegung auf der ganzen Kirche, überall auf der Welt. Plötzlich sagen Pastoren, erfüllt mit dem Heiligen Geist, wir müssen die Kirche nicht verlassen. Der Heilige Geist fängt an, unsere sturen Strukturen, unsere lukewarm Preaching und die Wörter verändern. Und plötzlich kommt Feuer und Leidenschaft in die Kirche. Und die Kirche fängt an zu wachsen, wie nie zuvor. Das Bild ist, wenn der Teufel das Volk von Gott angreift, an einem anderen Ort kommt es mehr raus, als er vorher probiert zu unterdrücken. Jahr 1976, im 6-Tage-Krieg. Das Volk von Gott hat keine Chance. Der Feind greift wieder an. Im gleichen Jahr, im gleichen Moment, entsteht eine charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. 30 Professoren kommen zusammen in diesem Haus. Katholiken beten für den Durchbruch Gottes. Und der Heilige Geist fällt auf Katholiken. Lieber zu spät als nie. TC-Bewegung entsteht, viele andere Bewegungen. Und plötzlich in der katholischen Kirche ist der Heilige Geist ein Thema wie nie zuvor. Im Jahr 1973, der Yom Kippur-Krieg, wie das Volk von Gott wird angegriffen. Im gleichen Jahrhundert sagt der Papst Johannes Paul im Ersten Weltkongress, der Heilige Geist schadet der Kirchenlandschaft nicht, mit anderen Worten. Also wenn unser Paul, der Papst, das checkt, ja, dann gute Nacht für alle von uns. Das ist Good News. Im Jahr 1982, 2006, der Libanon-Krieg. Und ich möchte das Bild malen, wenn der Feind Israel angreift, wenn der Feind dein Leben angreift, deine Familie, deine Kirche, deine Gesundheit, was auch immer, dann stehst du vor einem Durchbruch, der Heilige Geist wird ausgegossen. Was passiert in dieser Phase? Hillsong wird gegründet in Amerika. In Australien. Australien. Darlene Tschech, eine begabte Worship-Leiterin. Der Brian Hughes, der Kirche wie mir, sieht, der hochbegabte Worship bemerkt, die hat eine Salbung. Und er weiss, bevor die Lampe auf sie leuchtet, muss in ihr der Heilige Geist leuchten. Und er schickt sie nicht auf die Bühne, sondern in den Keller. Und sagt, du wirst nicht worshipen. Bevor du lernst, mit dem Heiligen Geist zu worshipen. Sie geht in den Keller, gebrochen, demütig und denkt, was für ein Scheißleiter. Sie schreibt unter Tränen auf den Knie den Song Shout to the Lord. Die meisten von uns kennen den vermutlich nicht, bist zu jung. Der Song wird auf der Bühne gesungen. Geht um die ganze Welt. Und es entsteht eine Worship-Bewegung mit Bethel, Elevation, Hillsong, wo die ganze Kirchenlandschaft worship-technisch verändert. So würden wir heute noch singen, Kumbaya, my Lord. Ich ende 2009, 2012, 2014, Operation Gazastreifen. Wieder versucht man, die Kirchenlandschaft zu töten. Und es hat noch nie in der Kirchenlandschaft in diesem Jahrhundert Kirchen gegeben mit 1 Million Gottesdienstbesuchern. In Korea, Seoul, in Seoul, Korea. 1 Million Gottesdienstbesucher am Wochenende. 1 Million. Ich bin dort gewesen. 50'000 Leute in einem Raum. Die haben 30 Celebrations. Wir haben 4, ich fühle mich total schuldig. 30 bis 40 Celebrations. 1 Million Menschen in einer Kirche. Der Teufel greift an, er denkt, ich mache die Show over und dann ploppt es aneinander raus, weil wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Im 2023, das nächste Bild, der Gazastreifen. Was ist die Bedeutung von dem Krieg in Gaza? Liebe Frauen und Männer, wir lesen und denken, was sagt die Meinung der Newspapers. Aber wenn du geistliche Augen hast, musst du geistlich verstehen. Und wenn ich weiss, wenn der Feind Israel angreift, so perfid, was er jetzt macht, und ich sage nicht, Israel macht alles richtig, gell? Dann bitte bist du nicht blind, dass du nicht verstehst. Der Feind greift nur etwas an, weil er will etwas stoppen, er spürt, Erweckung ist um den Corner und ich werde das Reich Gottes zerstören und stoppen. Die meisten von uns sagen, du brauchst geistliche Augen, um zu sehen, was Gott tut. Jetzt sagt der eine, Leo, das ist brutal an den Haaren beigeholt, wie du das erklärst.
Ja, mich auch alles im Zufall überlassen, aber ich habe Augen, die sehen, was Gott tut in der Welt. Und ich sehe, wenn immer der Feind dich angreift, kannst du davon ausgehen, dass Gott grosse Wunder in deinem Leben wird bewirken. Amen. Amen. Die Bibel sagt, öffne deine Augen. Ich möchte dich heute die Frage stellen. Warum greift der Feind oder Hamas auch ganze Nationen Israel so an? Wieso jetzt? Warum? Nicht damit das Gender- und das Klimaproblem, der Gletscher schmilzt weg. Wieso jetzt? Ich habe mir eine Frage gestellt, das Generation Z, und das sind ihr, ist die Generation, die im Moment am allerwenigsten in die Kirche geht. Ist die Generation, die im Moment sagt, die gottloseste Generation, die es jemals geht. Und ich glaube, jetzt musst du gut hören, dass auf euch etwas liegt, wo der Teufel sieht, wo meine Generation nicht hatte. Und er stoppt in euch etwas und weiss, wenn ich diese Generation stoppen kann, dann stoppe ich Erweckung, die wir haben. Ich will jetzt bewusst prophetisch über euch reden. Ich kann nicht zu denen sagen, ja, die Young Generation. Ich sage, auf euch liegt eine Salbung, wo der Feind alles daran wird setzen, um euch lahmzulegen. Weil er weiss, wenn ich das nicht mache, dann passiert etwas in der Kirchenlandschaft, was es noch nie geht. Deine Eltern beten für Erweckung, haben sie es nicht gesehen? Ich bete für Erweckung, alles, was ich sehe, ist ICF. Okay. Aber ich habe von etwas anderem geträumt. Ich sehe, wie eine ganze Schweiz von oben bis unten Jesus nachfolgt. Und ich habe den Verdacht, dass in eurer Generation, wo ja der grösste Teil für Free Palästina ist, sie sich auflehnen gegen Gott, weil sie spüren, der Gott hat eine Meinung, hat einen Plan. Und ihr seid Generation als ein lebendiger Tempel, wo die Erweckung werden bringen, wo die Juden seit Hunderten von Jahren warten. Ich möchte mit dem Römer enden, weil ich finde es spektakulär, was Gott sagt. Gott hat die Zweige des edlen Ölbaumes nicht verschont, so wird er auch euch nicht verschonen. Zweierlei soll man daran erkennen: Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr in denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch für immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie die jungen Zweige herausgebrochen und umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepfropft werden, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat so viel die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweig eines wilden Ölbaumes den edlen Baum aufgepfropft. Jetzt kommt der Satz. Das macht man nicht. Kein Baumgärtner. Also wenn du einen edlen Baum willst veredeln, dann nimmst du noch etwas Edelhafteres. Aber niemals gehst du nie ab und nimmst so einen wilden, komischen, verknullten, verknocksten Baum und sagst, hey, ich nehme dich, weil ich will dich schlechter machen. Das ist das Bild. Und der Paulus sagt, das macht man nicht. Und der Paulus will sagen, im Reich von Gott, wenn du das Gefühl hast, ich passe nicht rein, ich bin komisch, ich bin weird, ich bin anders, dann sagt der Ölbaum, ja, come on, gib dir recht, finde auch, du hast recht, aber nicht so trotz. Gott pfropft dich da rein. Und weißt du, was die Wurzel macht? Die Wurzel drückt alle Saft und alle Gebote in dich hinein. Und irgendwann merkst du plötzlich, der Saft von Gott ist richtig gut. Besser als Rivella, Grün, Rot und Silber. Oh, hoppla. Was niemand tun würde, ich liebe Gott. Gott ist aus dem System. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, den Juden, als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu propfen, auf dem sie ursprünglich gehörten. Weil Gott sagt, ich mache euch eifersüchtig. Und wir haben einen Job. Wir machen das Volk von Gott eifersüchtig. Weil wir sind ein Tempel, wo Gott drin wohnt.
Wenn wir beten, werden Menschen gesund. Wenn wir reden, werden Menschen prophetisch sehen, der Wille von Gott wieder. Wir sind der lebendige Tempel. Und das macht das Volk von Gott eifersüchtig. Es hat noch nie in den letzten 10 Jahren so viele Juden gegeben, die zum Glauben kommen. Weil die Juden sagen Folgendes: Wieso haben ihr Christen eine grössere Vision für das Land? Ihr lest das Alte Testament mit mehr Leidenschaft als wir. Und ihr habt angefangen, das Land aufzubauen beim Kibbutz und gehen Geld und beten und gehen machen Reisen. Warum machen ihr das? Und unsere Antwort ist: Hey, er hat uns reingepfropft. Darum sind wir da. Und sie sagen: Hä? So goes it not. Und Jesus sagt: Oh doch, ich mache sie eifersüchtig durch die Wunder, die Gott in deinem Leben macht. Warum lässt Gott den Gazenkrieg zu? Weil der Feind etwas stoppen will jetzt, wo er in der unsichtbaren Welt sieht, wo wir noch nicht sehen und wir diskutieren immer mit menschlichen Argumenten. Wir brauchen Augen wie Gott, der sieht, was Gott in der unsichtbaren Welt tut. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live, online und auch der Club. Und Jesus, ich habe heute Abend mein Herz dir an. Wenn ich die Bibelstelle von Jeremia lese, dann berührt es mich, weil ich merke, ich habe so viele Wunder mit dir erlebt. So oft hast du eingegriffen. Und dann gibt es die Tage, wo ich zweifle. Die Tage, wo meine Gedanken in 1000 Richtungen gehen und mein Herz nicht eingeklinkt ist. Ich möchte dich aber bitten, Jesus, bist mir gnädig. Mach mein Herz wieder weich. Zünde mir das Feuer an. Die erste Liebe, die brennt, die ich nicht genug haben von deiner Gegenwart, vom Bibellesen, vom Betten, von deiner Gemeinschaft. Ich möchte dich bitten, ich flehe dich an. Zünde mir das Feuer an. Bist mir gnädig. Verändere mich. Form mich. Jesus, ich schaue mein Leben an und denke, ich sollte ein Tempel sein. Jesus, schenk mir Augen, die sehen, wie du siehst. Die Feuerflammenaugen, die Sachen durchleuchten, wenn es niemand sieht. Ich sehe es. Danke, hast du mich eingepfropft in den Baum, der heisst Israel. Danke, habe ich eine Heimat, habe ich eine Bestimmung, habe ich eine Zusage. Danke, dass ich der Tempel vom Heiligen Geist bin. Ich danke dir, Vater im Himmel, hast du mir 9 Geistesgaben gegeben, von Heilung, von Prophetie, dass ich in fremden Zungen reden kann, fremde Zungen auslegen kann. Ich danke dir für all die Geistesgaben in mir. Ich danke dir auch für all die Früchte vom Heiligen Geist, von Frieden, von Freude, von Geduld, von Ausdauer. Und Jesus, da bin ich. Gebrauch mein Leben zu deiner Ehre. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe in mir. Ich möchte im Moment einfach ruhig sein. Ich möchte dich einladen im Club, online und live, im Moment in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich glaube heute Abend, dass Gott in dir so viele Sachen bewirkt. Mich hat es so geflasht in dieser Woche, als ich gesehen habe, jedes Mal, wenn Israel ist angegriffen wurde, jedes Mal ist irgendwo auf der Welt Erweckung ausgebrochen. Was der Teufel für böse meint, drüllt Gott in sein Segen. Weil das Gute wird überwinden. Und das Reich von Gott wird siegen. Das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen. Und der glimmende Docht wird nicht erlöschen.
Ich lade dich ein, für einen Moment in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich spüre heute Abend, dass Gott wie dich fragt, bist du dabei? Bist du dabei, mein Volk eifersüchtig zu machen? Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.